Guten Abend, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem VIP-Deutschkurs. Schön seid ihr da. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche und vielleicht habt ihr ja einen Hund gekauft, wer weiß. Wir haben das letzte Mal von Bernhardinern gesprochen. Wir hatten eine Hundegeschichte. Hallo Fabio, schön, dass du da bist. Und heute haben wir das Thema Ich schlafe draußen, aber zuerst wollen wir 3 Sätze wiederholen von unserer Hundegeschichte. Ach, nein, da. Was heißt That's a legendary rescue dog? Das war dieser Bernhardiner. Ja, hier ist er etwas groß im Bild. Dann You're always talking about getting a dog. Also, vielleicht geht es ihr langsam auf die Nerven, weil das Kind immer das Gleiche sagt und immer das Gleiche will. Dann Lookout. Was heißt das auf Deutsch? Lookout. Diese 3 Sätze suchen wir, die Übersetzung von diesen Sätzen, und das geht so. That's a legendary rescue dog heißt, das ist ein legendärer Rettungshund. Der legendäre Rettungshund, aber ein legendärer Rettungshund. Der legendäre Rettungshund, ein legendärer Rettungshund. Also, das ändert ein bisschen, wenn man bestimmte Artikel hat oder unbestimmte Artikel. Die Adjektivendung meine ich. You're always talking about getting a dog. Das heißt auf Deutsch, du sprichst immer von einem Hund. Von wem? Von einem Hund. Dativ. Du sprichst. Ich spreche. Du sprichst, er spricht. Wir sprechen Deutsch. Ich spreche nur Deutsch in diesem Livestream. Ja, du sprichst. Lookout, das heißt auf Deutsch, pass auf. Ja, das ist ein zusammengesetztes Verb. Der Infinitiv heißt aufpassen. Das ist ein Wort im Infinitiv. Aufpassen. Pass auf. Ja. Hier muss der Junge auf das Auto aufpassen. Pass auf das Auto auf. Das Auto kommt. Ja, also der Verbzusatz auf ist immer am Schluss vom Satz. Naja, dann beginnen wir. Britta, kann ich dich manchmal besuchen kommen? Oder kann ich dich mal besuchen kommen? Das ist die Geschichte von Britta. Britta ist eine ältere Frau. Sie lebt im Wald in einem kleinen Haus und sie ist die Heldin unserer Geschichte. Wir waren inspiriert von einem Film über eine echte Britta, über eine Frau, die im Wald lebt. Das ist die Inspiration für unsere Geschichte. Britta, kann ich dich mal besuchen kommen? Ja, warum nicht? Das wäre schön. Cool. Warum nicht? Komm mich doch besuchen. Du kannst gleich bei mir schlafen. Wenn du schon kommst, dann schlaf doch gleich bei mir. Du kannst bei mir schlafen. Dann kannst du etwas länger bleiben. Ich wohne nämlich dort, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Ich wohne sehr weit weg von allem. Ich wohne mitten im Wald. Du musst lange fahren, bis du zu mir kommst. Also ich wohne nämlich dort, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen.
Das heißt, wenn du kommst, musst du etwas länger bleiben. Du kannst nicht einfach schnell kommen und gehen. Das ist eine lange Reise, bis du bei mir bist. Ich wohne nämlich dort, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Und schon ist der Tag da, wo der Gast, der Gast ist immer der Gast, kommt. Oh, du hast ein schönes Waldhäuschen, ein Häuschen, ein kleines Haus im Wald. Was? Du hast ein Bett auf der Terrasse? Normalerweise haben wir einen Tisch und Stühle auf der Terrasse oder vielleicht einen Liegestuhl. Aber Britta hat ein Bett auf der Terrasse. Ihr Bett ist auf der Terrasse und nicht im Haus. Ja, ich schlafe immer draußen. Sie schläft nicht im Häuschen, sie schläft draußen, an der frischen Luft. Ich schlafe immer draußen. Aber keine Sorge, du kannst drinnen schlafen. Du kannst hineingehen ins Haus und du kannst im Haus schlafen. Ich habe auch ein Bett im Haus. Nicht alle Leute mögen draußen schlafen, je nachdem, welche Jahreszeit ist. Jetzt ist Frühjahr, aber in der letzten Nacht hatten wir noch Frost. In der letzten Nacht war es sehr kalt. Da ist es gut, wenn man auch hineingehen kann, wenn man drinnen schlafen kann. Aber Britta schläft jeden Tag oder jede Nacht schläft sie draußen. Ob es Sommer ist, ob es Winter ist, ob es stürmt oder schneit oder regnet, sie schläft immer draußen. Hast du Internet? Oh, Internet. Britta braucht kein Internet. Nein, wenn ich Internet brauche, gehe ich ins Dorf zu meinen Freunden. Ich brauche normalerweise kein Internet. Britta ist schon eine ältere Frau. Die Britta im Film ist schon 92. Ich glaube nicht, dass sie sehr viel macht auf dem Internet, aber sie ist sehr fit und vif und ich denke, sie kann schon lernen, E-Mails zu schreiben oder mit dem Internet etwas zu machen, mit dem Computer. Aber ich denke nicht, dass es wichtig für sie ist. Nein, wenn ich Internet brauche, gehe ich ins Dorf zu meinen Freunden. Schlaf gut und träum süß. Ja, es ist schon Zeit, vielleicht war die Reise sehr lange und es ist schon Nacht oder vielleicht geht Britta sehr früh ins Bett. Der Tag, wenn es dunkel wird, geht sie vielleicht ins Bett und sie steht auf, wenn es hell wird, wenn die Sonne aufgeht. Ich denke, wenn man in der Natur ist, hat man einen Rhythmus, so wie die Natur, wie die Sonne. Also, wir wiederholen. Was heißt I always sleep outside? Und You can sleep inside. Also wir wollen diese zwei Wörter wiederholen. Outside und inside. Ja, und dann noch eine Frage. Schläfst du gerne mal draußen? Schläfst du ab und zu draußen? Ich schlafe gerne bei offenem Fenster, im Sommer zum Beispiel. Ich schlafe gerne bei offenem Fenster. Aber ich schlafe nicht so oft draußen. Und du? Ich denke, ich würde gerne in der Hängematte schlafen, so wie diese Frau auf dem Bild. Ja, Asen und Fabio,
Ich schlafe immer draußen. Genau. Wenn wir schlafen konjugieren, dann haben wir A-Umlaut auf du und er. Ich schlafe, du schläfst, er schläft. Und dann ist es wieder normal. Wir schlafen, ihr schlaft, sie schlafen. Also schlafen ist ein starkes Verb, ein unregelmäßiges Verb. Dann you can sleep inside ist du kannst drinnen schlafen, im Haus. Das D ist für das Haus. Das ist so wie ein Pronomen. Ich kann sagen, du kannst im Haus schlafen oder du kannst drinnen schlafen. Gut, dann geht's weiter mit dem zweiten Teil unserer Geschichte. Britta, heute Nacht gibt's ein Gewitter. Es gibt ein Gewitter. Das heißt, es wird regnen, es wird winden, es wird donnern, bumm, und es wird blitzen. Das Licht am Himmel, ja? Es wird blitzen. Es gibt ein Gewitter. Das ist gefährlich, ja? Du musst aufpassen. Heute Nacht gibt es ein Gewitter. Das ist kein Problem. Ich mag Gewitter. Ja, das ist kein Problem, ein kleines Gewitter. Ich schütze mich mit einer Zeltplane. Ich muss nicht im Haus schlafen, sondern ich kann mein Bett unter eine Zeltplane stellen, damit es nicht nass wird. Ich schütze mich mit einer Zeltplane. So bleibt alles trocken. So werde ich nicht nass. Ja, das ist nicht lustig, wenn wir ein nasses Bett haben. Das geht ziemlich lange, bis es wieder trocken ist. So bleibt alles trocken. Oh, ich könnte nicht draußen schlafen, besonders im Winter. Ja, der Gast, wir wissen nicht genau, wie sie heißt, sagt, oder wie er heißt, ich könnte nicht draußen schlafen, besonders im Winter. Oder besonders, wenn es gewittert, wenn es stürmt und schneit. Ja, dann könnte ich nicht draußen schlafen. Ich bin lieber drinnen. Aber Britta sagt, ich bin es gewohnt. Ich mache das schon sehr, sehr lange. Ich mache das schon seit meiner Kindheit, schon fast seit meiner Kindheit. Ich bin es gewohnt. Ich liebe die frische Luft und den Sternenhimmel. Am Himmel hat es viele Sterne, wenn das Wetter gut ist, und im Wald hat es gute, frische Luft. Ja, das ist schon das Ende des zweiten Teils. Was heißt that's not a problem? Und was heißt auf Deutsch I'm used to it? Diese zwei Sätze suchen wir. Und die Frage ist, hast du Angst vor Gewittern? Hast du Angst, wenn es gewittert und stürmt? Ich würde sagen, ich habe eigentlich nicht richtig Angst, wenn ich drinnen bin, aber ich habe Respekt. Ich habe Respekt vor Gewittern. Ich weiß, es kann Probleme machen. Ja, das ist kein Problem, Assen, genau. Und Fabio, ich bin es gewohnt, das ist kein Problem. Super. Danke für eure Antworten. I'm used to it. Ich bin es gewohnt. Ja, da haben wir wieder das Verb wohnen. Gewohnt, etwas gewohnt sein. Das heißt, du machst es immer wieder. Okay, dann machen wir weiter.
mit dem dritten Teil unserer Geschichte. Ja, wenn Britta draußen schläft, auf ihrem Bett, auf der Terrasse, dann kommen manchmal Tiere. Sie sieht Tiere, Tiere kommen zu ihr und sie wacht plötzlich auf und merkt, ich spüre etwas da. Oh, wer zupft an meinen Haaren? Wer ist das? Ah, das bist du, kleines Meislein. Das Meislein ist ein kleiner Vogel. Es ist eine Kohlmeise oder eine Blaumeise. Sie haben so schöne Farben. Die Blaumeise ist zum Beispiel schwarz und gelb. Und das Blaumeislein will ein Nest bauen. Ja, und es braucht Material für seinen Nestbau und es will Haare. Es will Haare von Britta für sein Nest. Mach nur. Britta macht nicht, oh, geh weg, du Vogel, sondern sie sagt, okay, du brauchst ein paar Haare, warum nicht? Mach nur. Du kannst meine Haare haben. Das gibt ein warmes Nest mit meinen Haaren. Du kannst dir mit meinen Haaren ein warmes Nest bauen. Manchmal sprechen wir auch vom Bett und wir sagen, ich gehe ins Nest. Ja, manchmal sagen wir Slang, Nest für ein Bett. Das ist dort, wo die Vögel schlafen, dem sagen wir Nest. Und dort, wo wir Menschen schlafen, das ist ein Bett. Guten Morgen, Füchslein. Am Morgen früh ist der Fuchs schon unterwegs. Der Fuchs ist ein kleiner Hund, ein kleines Tier, das ähnlich ist wie ein Hund. Es hat spitze Ohren und einen langen Schwanz und ein rotes Fell, rötlich. Ein rötliches Fell. Ja, guten Morgen, Füchslein. Hast du gut geschlafen? Du bist schon unterwegs. Aha, hast du gut geschlafen? Oh, hallo Rehlein. Willst du eine Karotte zum Frühstück? Da kommt noch ein Reh. Ein kleines Reh. Ein Rehlein. Hallo Rehlein, willst du eine Karotte zum Frühstück? Im Film erzählt Britta, dass sie als Kind ein Reh hatte, das mit ihr gewohnt hat. Ja, sie hat ein kleines Reh aufgezogen. Willst du eine Karotte zum Frühstück? Oh, komm her, kleines Eichhörnchen. Die Eichhörnchen sind so klein, sie haben einen buschigen, großen Schwanz, auch spitze Ohren und sie halten die Pfoten und essen zum Beispiel Tannzapfen oder Nüsse. Sie mögen Nüsse. Kennst du das Tier? Ich habe ein Nüsschen für dich. Komm, Eichhörnchen, komm. Ich habe ein Nüsschen für dich, eine kleine Nuss. Zum Beispiel eine Baumnuss oder eine Haselnuss. Ja, das Eichhörnchen freut sich. Zum Beispiel im Davos am See gibt es zahme Eichhörnchen. Dort kann man gehen und den Eichhörnchen in der Hand Nüsse geben. Man kann ihnen Nüsse füttern. Ja, das war der dritte Teil unserer Geschichte. Was ist Go ahead, it's okay? Oh, Fabio, deine Antwort ist schon da. Mach nur, genau. Und dann, did you sleep well? Was heißt das?
Did you sleep well? Das heißt, hast du gut geschlafen? Schlafen, schlief, geschlafen. Schlafen ist ein unregelmäßiges Verb und das Partizip 2 ist geschlafen. Hast du gut geschlafen? Ja, ich habe gut geschlafen letzte Nacht. Asen, hast du gut geschlafen? Und dann eine Frage. Träumst du oft? Erinnerst du dich manchmal daran, was du geträumt hast? Ich träume nicht so viel, nicht so oft. Ich kann euch nicht mehr sagen, was ich zuletzt geträumt habe. Und ihr, träumt ihr oft? Also, wir kommen zum letzten Teil unserer Geschichte. Jetzt ist der Morgen da. Guten Morgen, hast du gut geschlafen? Fragt Britta ihren Gast. Es geht. Das Gewitter hat mich geweckt. Ich konnte nicht schlafen. Es war zu laut. Vielleicht hatte der Gast Angst vor dem Gewitter. Oh je, das Gewitter. Ich habe Angst. Warum hast du nicht länger ausgeschlafen? Jetzt ist das Gewitter vorbei, jetzt kannst du schlafen. Warum hast du nicht länger geschlafen? Warum hast du nicht ausgeschlafen? Ich habe gehört, dass du mit den Tieren sprichst. Oh, ich habe gedacht, ich möchte diese Tiere sehen. Den Fuchs, das Reh, das Meislein, das Eichhörnchen. Ich habe gehört, dass du mit den Tieren sprichst. Deshalb wollte ich kommen und schauen, was du machst. Deshalb wollte ich kommen, deshalb bin ich aufgestanden. Ich wollte nichts verpassen. In der Stadt sieht man nicht so oft Rehe oder vielleicht Füchse noch eher. Füchse und Meislein kann man sehen in der Stadt, aber Eichhörnchen und Rehe weniger. Gut, dass du da bist. Es ist Zeit für das Morgenturnen im Garten. Ich mache mein Morgenturnen immer im Garten, wenn möglich. Es ist Zeit für das Morgenturnen im Garten. Das gibt Energie für den ganzen Tag. Das gibt viel Energie, das Morgenturnen. Das gibt Energie für den ganzen Tag. Komm, du kannst mit mir turnen. Gut, bist du da. Das war unsere Geschichte. Wir wiederholen noch einen Satz. Did you sleep well? Was heißt das auf Deutsch? Did you sleep well? Und dann kommen wir schon zu unseren Fragen. Heute ging es schnell. Wir können etwas darüber sprechen. Did you sleep well? Das ist auf Deutsch, hast du gut geschlafen? Genau. Dann hast du letzte Nacht gut geschlafen? Ja, ich habe gut geschlafen. Nicht so lange. Heute musste ich etwas früher aufstehen, aber ich habe gut geschlafen. Und du? Wie lange kommst du ohne Internet aus? Wenn ich arbeiten muss, dann komme ich nicht ohne Internet aus. Das geht nicht. Das ist nicht möglich. Aber wenn ich ein freies Wochenende habe, dann komme ich schon ein paar Tage ohne Internet aus.
kommt darauf an. Dann kann ich nicht Spotify hören und ich kann nicht online Sachen bestellen, aber ich kann leben ohne Internet. Ja, Assen, ich habe letzte Nacht gut geschlafen und du? Dann die nächste Frage. Was ist für dich die perfekte Temperatur zum Schlafen? Magst du es warm oder eher kalt? Die Nächte sind noch relativ kalt, aber wir heizen nicht mehr. Ich mag es, wenn es etwa 18, 19 Grad warm ist. Im Schlafzimmer, nicht in der ganzen Wohnung, aber im Schlafzimmer. Hast du manchmal Schwierigkeiten beim Einschlafen? Hast du Probleme beim Einschlafen? Kannst du gut schlafen oder kannst du nicht so gut schlafen? Manchmal liege ich noch eine Weile. Wenn ich Durst habe, kann ich nicht einschlafen, dann brauche ich Wasser. Dann muss ich zuerst ein Glas Wasser trinken. Was hilft dir beim Einschlafen? Was hilft dir? Ich kann ein Glas Wasser trinken und ich brauche warme Füße. Ich brauche Socken zum Einschlafen. Hast du einen leichten Schlaf oder schläfst du tief und fest? Oft haben Mütter einen leichten Schlaf. Wenn irgendetwas Kleines ist mit den Kindern, sie hören das gleich und sind gleich wach. Was ist passiert? Wer weint? Was muss ich machen? Ja? Aber mein Mann hat einen tiefen Schlaf. Er hört das nicht und nicht so gut auf jeden Fall. Er schläft tief und fest und am nächsten Morgen ist er fit. Mein Sohn schläft auch tief und fest. Und er schläft so gut, dass er nicht immer den Wecker hört. Er hört ihn nicht immer, wenn es macht zum Aufstehen. Also muss ich ihn manchmal wecken. Er hat einen tiefen, guten Schlaf. Wie viele Stunden schläfst du pro Nacht? Wie viele Stunden schläfst du? Ist das immer gleich? Ich schlafe etwa 6 bis 7 Stunden pro Nacht. Schläfst du gut, wenn du an einem fremden Ort bist, also nicht in deinem Bett, wenn du in einem Hotel bist oder vielleicht in einem Zelt draußen, in einem Zelt oder vielleicht bei Freunden oder Kollegen, wenn du irgendwo anders übernachtest, schläfst du dann gut? Wenn du an einem fremden Ort bist, an einem Ort, den du nicht kennst. Dann die nächste Frage. Machst du vor dem Schlafengehen etwas Besonderes? Hast du ein Abendritual? Zum Beispiel lesen oder meditieren oder Hörbücher hören oder auf deinem Handy etwas spielen oder Instagram sehen oder vielleicht auch beten. Hast du ein besonderes Ritual? Machst du vor dem Schlafengehen etwas Besonderes? Dann schläfst du lieber bei offenem oder geschlossenem Fenster? Hast du lieber, wenn die Fenster offen sind oder zu? Im Winter mag ich es, wenn die Fenster geschlossen sind, aber jetzt öffnen wir die Fenster auch schon mal. Vielleicht am Morgen für eine halbe Stunde oder so.
Hast du schon mal im Zelt, in der Natur oder in den Bergen geschlafen? Also, im Zelt kann man auf einen Zeltplatz gehen oder man kann einfach wild zelten, man kann in die Natur gehen, wo es keine Leute hat und keinen offiziellen Zeltplatz. Oder man kann auch in den Bergen übernachten, in einem Zelt oder draußen unter freiem Himmel. Erzähl mal, hast du schon mal so in einem Zelt übernachtet oder sogar unter freiem Himmel? Dann, was sind deine Morgenrituale? Hast du etwas, das du jeden Morgen machst, bevor du zur Arbeit gehst, bevor du isst, bevor du aufstehst, vielleicht sogar? Ich mag mich strecken, bevor ich aufstehe oder gleich nach dem Aufstehen. Das ist alles. Wir sind mit unserem Livestream. Die Zeit ist auch kommt doch auf Speaking Practice, klickt auf Speaking Practice und dann könnt ihr mit uns sprechen. Ich freue mich auf euch und sonst wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!